Der Daniel Koch. Der Daniel Koch hat nämlich einen Insta-Crash-Kurs gemacht. Mit den Jungs von 2 am Morgen. Da bin ich wirklich gespannt. Legen wir doch los. Let's go. Gutes Möglich miteinander, das ist 2 am Morgen. Heute mit dem Ramin. Und mit dem Julian. Und? Mit dem Daniel Koch. Gut. Ehren! Ah, ich sehe nichts. Ich sehe wahrscheinlich nichts. So sieht er alles. So sieht er alles. Easy. Let's go. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist mal eine gute Abwechslung für uns, dass der Robin nicht dort sitzt. Ja. Ah ja? Ja. Aber das ist auch eine ganz schwierige Aufgabe für sie, weil er macht immer... Ey, warte mal schnell. Also, wir tun einander duzen, hä? Ach, viel besser. Hey Daniel, zuerst mal danke vielmals, dass du da bist. Danke euch für die Einladung. Hey, wie geht's dir, Daniel? Mir geht's sehr gut. Nur kurz zum Festhalten. Sehr, sehr legendär, dass der Daniel Koch bei 2 am Morgen war, dass er die Einladung angenommen hat. Ich würde gerne ein Video mit ihm machen. Und ihr wisst ja, ich halte mir an jede einzelne Regel. Wirklich pingelig. Ich bin wirklich da ein pingeliger Typ. Wahrscheinlich noch pingeliger als der Daniel Koch selber. Also ich will wirklich zu haben, ein Video mit dem Daniel Koch. Also... Wie du siehst, bin ich live da. Nicht so auf einem schwarz-weiß Foto wie der Bundesrat Berse, oder? Das ist eine Trauersache. Wie hast du es im Moment stressig? Schon nicht, oder? Pension. Ja, das mit der Pensionierung, das ist ein bisschen schwierig. Wieso? Ja, wenn du einfach keine Ruhe hast. Erstens hast du keine Ferien mehr, oder? Ist fertig. Ja, hast du nur noch Ferien? Nein, eben nicht. Hä? Aber ist fertig Ferien, vergiss es. Wenn du pensioniert bist, aber das kommt dann bei dir auch mal. Sind das alles Pensioniert Fake ist News, die ich fertig bis jetzt Ferien. gehört habe? Fertig, Also, Schluss. erzähl, was ist denn dein Stress jetzt? Fertig Ferien, ja, es ist natürlich, das ist so ein Spruch, das würde mein Großvater auch droppen. Ja, ja, keine Ferien mehr, ich bin jetzt in der Pensionierung, ich habe nie mehr Ferien. Ja, aber ist trotzdem natürlich sympathisch. Ja, weißt also, du bekommst Briefe, Karten, E-Mails, ganze Haufen. Weißt, alle wollen etwas von dir. Aber du bist auch selber ein bisschen schuld, nicht? Absolut selber schuld. Wir haben gehört, du... Voll zu trocken! Absolut selber schuld. Legende, der Typ, Legende. Aber wirklich sehr sympathisch. Du schaust jetzt neu beim SC Bern. Ist das richtig? Oder sind das auch Fake News? Nein, das sind nicht Fake News. Aber ich arbeite nicht dort, sondern ich gebe dort eine Beratung. Aber was beratest du denn dort? Also du bist ja eigentlich der Corona-Experte von der Schweiz. Genau. Und, Beratest du dort in Corona-Angelegenheiten? ja, genau. Oder? Das ist ja nicht weg. Das Virus ist ja immer noch da. Dann wird doch wichtig sein, ob jetzt 2 Meter Abstand oder 1,5 Meter Abstand ist, oder? Im Stadion ist das Wichtigste zu wissen, wer ist wo, mit wem bist du zusammen gewesen. Weil wenn du dann krank bist, dann muss man denen sagen, hey, jetzt müsst ihr 10 Tage daheim bleiben. Oder ihr habt jetzt da zwar ein bisschen Plexiglas dazwischen, aber wenn jetzt er krank wird... Sehe ich krank aus? Ja, schon ein bisschen. Junge sehen immer ein bisschen krank aus, das ist, weil sie zu wenig schlafen. Aber okay. Ja, aber sag jetzt mal ehrlich, ich sehe aus, wie sehe ich aus? Ich sehe gut ausgeschlafen aus, habe keine Augenringe, sehe nicht krank aus, oder Chat? Und er, was sind das für Augenringe? Hey, Daniel, ein bisschen Erholung. Gönn dir doch jetzt ein bisschen Erholung. Ja, das ist zwar nicht Ferien, aber hey, am 8. schlafen, anstatt immer am 12. schlafen. Das geht doch nicht. Am 8. mal liegen hat, gibt es nicht solche Augenringe. Etwas anderes. Dann müsste er dann, oder, 10 Tage auch daheim bleiben. Dann könnte er endlich dann mal ausschlafen. Und du? Müsstest du nicht daheim bleiben? Nein, wir haben Abstand. Wir haben Abstand. Und euch kommt eh nicht nach. Ich wollte euch nicht nachtreten. Ja. Also, Ja, wir Das weiss ist ja schon nie. okay, wenn du jetzt nicht kommst. Ja. Ich bin ja jetzt auch wieder mit der Lockerung und so, bin ich auch schon wieder das erste Mal auf Deutschland. Und ich bin auch schon wieder raus mit Kollegen. Ja. Und das sind ja Menschen in Scharen. Und da haltest du ja nie den Abstand ein. Also, wenn du in den Ausgang gehst, denk einfach daran, mit wem bist du im Ausgang gewesen. Weil wenn du krank bist, dann kannst du dich endlich mal alle 10 Tage heimschicken. Also wenn du im Ausgang noch weisst, wer dort ist. Ich wollte dann gerade ist es kein sagen, Ausgang. also wenn er sich daran erinnern kann, das ist schon ein bisschen tricky. Also, Es ist tricky, aber das brauchen wir. Jetzt, im Sommer, üben, üben, üben. Daran denken. Darum haben wir auch gesagt, man muss wirklich wissen, wer ist mit wem zur Nacht zusammen zu lang, wenn du den Bahnhof durchlaufst. Ich vermute jetzt einfach mal, das Video ist gefilmt gekommen, bevor jetzt sozusagen um mit die Fälle extrem in die Höhe geschossen sind. Also extrem in die Höhe. Das Video ist auch davor entstanden. Er hat gesagt, im Sommer mal üben, aber gefühlt bahnt sich jetzt schon die zweite Welle an. Uff. Du bist ja positiv getestet. Also wie hier jemand im Chat, der WW, der Mod. Er ist positiv getestet und
wie schon oder hast du irgendeine Ahnung, wo du es hast aufgefangen oder wo du den Virus hast bekommen? Ja, beim Arbeiten. Oh, beim Arbeiten. Das spielt keine Rolle. Aber wenn du über 15 Minuten mit jemandem zusammen bist, müsstest du einfach wissen, wer ist das war. Wenn du nach bist. Ich war am Anfang auch so voll pro Abstand und Massnahmen einhalten und alles. Und wir haben ja auch mega viel dafür gemacht. Aber mittlerweile ist bei mir im Kopf ist so ein bisschen, ja, es ist schon fast vorbei. Es ist jetzt im Sommer, jetzt wo wir es runtergebracht haben. Die das definitiv davor gefilmt haben, weil momentan ist auch gerade eine heikle Phase, kann man mal so sagen. Von dem her, ich finde es natürlich gleich scheiße. Ich habe viele Leute so das Gefühl, ja, es ist ja fast wie weg gewesen. Es ist ja nicht weg gewesen. Und es hat ja innen nochmal angefangen im Februar hier in der Schweiz. Genau gleich ist es jetzt auch mit passiert. Irgendjemand in einem Club oder so hat das Ganze an x hunderte Leute weitergegeben gefühlt. Oh ja, da haben wir den Scheissdreck. Jetzt, wo alle haben gut drauf geschaut, jetzt haben wir sehr wenig Fälle. Im Herbst da fängt der Pfnüssel an, da fängt die Schüsternerkältung an. Und dann, die rauszupicken, die dann wirklich das Coronavirus hat, das wird schwierig. Darum müssen wir es jetzt üben. Darum müssen wir jetzt schauen. Sonst wird es nachher im Winter nächstes wieder losgehen, wie dieses Jahr. Oder? Und das wollen wir nicht, das können wir nicht, das können wir uns gar nicht leisten. Das ist eine Kamera. Also, üben jetzt im Sommer, damit wir es im Winter dann können und nicht nochmal einen Lockdown machen müssen. Richtig? Genau, super. Ja. Yeah. Gut, dann können Das war's an der Stelle ja wirklich komplett. Momentan gehen die Filme in die Höhe und da sagen sie noch üben. Ja, das Üben, das kommt leider zu spät, das Video. Uff. wir zu der wichtigsten Frage. Sagst du am Herr Bundesrat Berse Bro? Was? Weißt du, was Bro heisst? Nein, ich glaube, da bin ich zu alt dafür. Ah, Jetzt komme ich nicht das wäre so nach. eine geile Bromance gewesen. Bro. Wir haben einfach eine sehr gute, professionelle Freundschaft. Wir haben jetzt eben alle gemeint, das ist ja wirklich privat so, da machen dann mal ein Grillfest miteinander und da geht man böteln auf den Aare und so. Du musst dir mal vorstellen, wie viel so ein Bundesrat muss arbeiten muss. Der hat gar keine Zeit. Und der hat noch eine Familie. Ja, und du hast Pension. Ich bin pensioniert, habe auch keine Zeit. Und von dem her, eben 2 Leute, die keine Zeit haben. Das ist auch nicht Brot. Wie sagst du denn? Bro, nicht Bro. Das kommt von Brother. Ah, von Brother. Bro. Okay. Jetzt Brot gesagt. Brotmensch. Weißt du, vom Brot. Wir können das noch anbringen. Wir haben ja so ein Event, das noch offen ist, weil der Alaberse ja versprochen hat, dass er kommt Köftespieß essen. Und ich glaube, das ist offiziell jetzt auch eine Einladung an dich. Merci. Bitte, dass du beiwohnen kannst. Und ich denke, dort kann man sich auch wieder mal ein bisschen privat austauschen und kennenlernen. Ja, das ist sicher eine spannend. gute Idee. Ja. Hey, ich übe, by the way, du machst doch Marathon, gell? Zähne, also wirklich Zähne, dass der Berse irgendwann einmal noch mit dem Ramin an Köftespieß gegessen. Das wird er nie mehr machen. Er hat schon lange vergessen, dass er noch mit denen an Köftespieß muss essen. Und der Koch, der kommt auch nie mit. Ja, moin. Ja, nein, ich renne vor allem mit meinem Hund und das ist ein bisschen kürzer als Marathon. 5 bis 8 Kilometer. Das ist gar nicht so viel. Ich Nein. denke, ich mache so 21 Kilometer. Come on, push it. 1 Kilometer. Eine. Ja, wow. Das ist gut. Ich hätte eine Lösung für das Problem. Ja. Jetzt, im Ernst, wirklich. Mach Skiöring. Was? Das ist genau das Gleiche. Nur hast du noch einen Hund vorne dran, hast den angebunden und der zieht dich. Ja, Das ist so ein Super. Spirit Animal, Mann. Da tust du viel Alles weniger mit dem Hund, Leute. so geil. aber und klar. dann gehst du um und er zieht dich am Boden mit. Nein, der wartet er. Und sonst so sportlich, was machst du sonst noch? Stand-up-Paddeln mit Hund. Ah. Wir haben so eine Liste, was ein Bünzli ausmacht. Stand-up-Paddeln machen. Ja. wir. Stand-up-Paddle macht ein Bünzli. Ich habe wirklich noch nie Stand-Up-Paddelt. Ich habe schon ein paar Mal die Chance dazu gehabt, aber selber Stand-Up-Paddling habe ich noch nie gemacht. Und das Skoda Octavia fahren. Nein, das mache ich nicht. Das hast du mir aber verdächtig lange angeschaut. Skoda Octavia ist nur noch das Ehrenbruderauto. Also Skoda Octavia, das kann man machen. Skoda ist generell aber wirklich so ein bisschen ein Schweizer Auto. Jetzt langsam auch Influencer geworden, oder? Jetzt mit der Pension hast du dich auf ein neues Territorium. Ist das das richtige Wort, Julian? Ja, Terrain! Terrarium. Ja.
Terrain, also wirklich Ramin, Bachelor, weißt du, der Bachelor verdient. Aquarium. Okay. Du bist in ein Aquarium hineingekumpelt, wo du dich noch nicht so gut auskennt hast. Und zwar Instagram. Ja. Es ist ja gross angekündigt worden, dass du in die Pension gehst und so weiter. Und meine Vorstellung war eben, dass du nachher einfach so weggehst und weg bist und alles, was du gesagt hast, in unseren Köpfen bleibt. Und dann bist du zurückgekommen und machst lustige Videos. Völlig etwas anderes, als was du vorher gemacht hast. Aber genau das Gleiche gesagt. Ja, das stimmt, das stimmt. Ah, jetzt hat er mich schon wieder um den Finger gewickelt. Ja, er hat mich um den Finger gewickelt, ja. Also keine Angst. Es wird kein Kochrezept geben, auch wenn ich so heisse. Nein, ich bleibe bei der Sache. Okay. Und wenn die Sache mal weg ist, dann mache ich ja etwas anderes. Aber vielleicht gibt es ja Instagram nicht mehr. Ja, der checkt. Deine Videos sind super angekommen bei den Leuten. Deine Videos haben die Message super übergebracht. Gut. Es war nur meine Vorstellung, was ich von dir gehalten habe. Und ich habe gedacht, nein, wir haben wieder einen verloren. Und das wollte ich nicht wollen. Hey, Einer also von ich denen verstehe dich Wagen. völlig. Ich verstehe dich. Du hättest mich einfach lieber so von einem schwarz-weiß Genau. Foto. Ja. Sein Instagram-Foto, das er das letzte Mal drauf hat, Ja. ist viel cooler. Genau, machen wir so ein Bild. Und dich selber Ja, aber porträtieren. dann musst du Also, wir haben schon, also der Alain Berset mit dem Foto wirklich aber auch eine absolute Legende. Er ist einfach Bundesrat, er postet so ein badass Hitman-Foto. Serie aufstellen. Das ist einfach die falsche Message. Das Leben ist nicht nur ernst. Also du gehst jetzt gegen den Cool. Eins war eben, als wir das allererste Video gesehen haben, wo du in das Wasser gekumpelt bist. Da haben wir gedacht, der Daniel Kochmann. Das haben wir jetzt nicht im Ernst gegeben. Nochmal das Handy neu starten, nochmal Instagram deinstallieren, Video installieren. duschen. Ja, alles mein Leben nochmal neu gemacht. Ich so, hä? Die Oberlegende aus dem Fernsehen, Pressekonferenz, macht jetzt so geile Videos. Da dachte ich, du bist, also, Es ist ein cooles Video, ist gut, alle sollen Freude haben. Es geht um das Video, aber nicht ums Nachmachen. das sollte man nicht nachmachen. Nein, nicht im Anzug, Gitarrenkumpen. Auch nicht in Ausser Klimat. wenn man hat einen Neoprenanzug drunter an. Aha, ist alles gut. Ja, das Insta-Video kennen wir ja alle, wo er mit seinem Anzug in die Aare einjumpt und sieht, ich gehe jetzt in die Pension. Sehr, sehr wildes Video. Die Flora und Fauna blüht. La Flore fün bluff. Die Message ist gut, das Französisch ist shit. Ich hoffe einfach, ich könnte ein bisschen besser Oha. Englisch. Und was super ist, ist, dass der Schwimmhilfe angehalten hat. Ja, Was das ist man gut, aber ja. auch noch zu deinem Das ist gut. Social Media kann sagen, deine Vorschaubilder von deinen Videos, die sind ja alle schwarz. Und ich nehme nicht an, dass es mit Absicht ist, oder? Nein, das haben wir auch gemerkt. Aber also, wir wollen dir jetzt nicht sagen, wie du deine Videos sollst machen. Wir sagen einfach, wie es auf Instagram könnte funktionieren. Und das haben wir zuerst auch mal müssen lernen. Und das haben wir halt müssen von Experten lernen. Und wir wollen dir heute auch die Chance geben, dass du von den gleichen Experten lernst, wie wir unsere Videos machen. Super, merci. Bitte? Bitte. Darum haben wir unsere Expertin da und eigentlich den Kopf hinter 2 am Morgen, der uns gezeigt hat, wie wir die Jungen erreichen. Ein Applaus für Silvia! Ja, kann man applaudieren. Hallo zusammen, geht's euch? Hallo Silvia. Hallo zusammen, geht's für euch? Der Spruch, absolut legendär. Silvia Legend. Wie die Leute auf der Straße dir, hey, kannst du den Satz sagen? Ja, jemand löst Velo schiessen, also am Boden kriegen, kommen wir zu mir. Hey. Was? Da kommt noch etwas auf dich zu. Also als erstes würde ich mal sagen, du musst dir so einen Satz suchen wie Silvia. Tschüss zusammen. Findest du jetzt wirklich, braucht so einen Satz? Lenkt doch, wenn man mein Gesicht sieht. Genau, bei dir lenkt das, bei mir nicht. Silvia, Ja. schnell als Expertin da eine Frage. Hast du am Anfang gewusst, ich mache mit dem Satz jetzt jedes Video? Oder hast du das ein paar Mal gemacht und dann hast du gedacht, das ist noch cool? Nein, angefangen nicht mit diesem Satz. Das ist erst im Neujahr ist das geboren. Aber wieso auch immer, ich habe es einfach gesagt und dann haben sie mich einfach hochgenommen wie dir. Also jetzt nicht dort dann noch nicht, aber so Kiko und so. Ja. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich auch hören. Und der Kiko hat mir nachher gesagt, ich kann auf keinen Fall, ich soll das behalten. Das ist mein Markenzeichen.
Dann, Ramin, du hast vorher gesagt, Vorschau. Aber Silvia, muss ich sagen, sie ist sehr sympathisch. Hallo zusammen, geht's mir? Bilder sind alle schwarz bei dir. Bei der Silvia auf dem Profil konsequent alles das Gesicht ausdrückt. Ist das eine Empfehlung? Ist das bewusst? Also bei mir ist es bewusst, weil ich die Themen, die ich anspreche, Ja. ist, ich tue ja den Jungen helfen, die im Missbrauch sind, Sucht oder Gewalt. Weißt. Ja. Also einfach wichtig ist, dass es nicht schwarz ist, sondern dass es Und vor Bild allem entsteht. authentisch einfach auch, ja. Also, Ja. Was ziehen wir eigentlich hier von einem Video ein? Sie zwei, die zwei, sagen wir mal, nicht mehr ganz die jüngsten Persönlichkeiten. Jetzt ziehen wir das Video ein, wie sie über Instagram reden. Aber ja. so überkommen. Aber du hast jetzt bei dir nicht Angst. Was meinst denn du auf seinem Profil? Bist du mal schauen? Was, Ja, was haltest ja, du von seinem Profil? Alle 5. Ja, mehr habe ich noch nicht. Und auch anschreiben, ich muss jetzt auch mit dem anfangen. Du schreibst es gerade unten. Nein, eben nicht. Das müssen wir beide lernen, Herrgott Sterne. Das, das muss ich jetzt auch machen. Ich lade es einfach auf. Aber ohne Titel, oder? Jetzt, wenn jemand etwas sucht, so Liebeskummer, finden sie es nicht mehr. Die Follower haben mich schon darauf angesprochen. Das ist ein bisschen schon Wie- Ich weiß auch nicht, was machen. Ja, komm, ich habe keinen Kommentar. Machst du das mit den Hashtag? Da komme ich ja nicht ganz nachher. Ja, das habe ich auch lange. Du musst... Sie zwei denken sich genau das Gleiche wie ich. Sie sind jetzt so am Diskutieren und denken sich auch so, was ziehen wir hier? Sogar der Alain Berset denkt sich das. Der Ramin sowieso mit dem Gesichtsausdruck. Und der Jul, der denkt sich auch, wann kann ich meine erste Bratwurst essen? Du musst aufs Profil und dann ist oben dort das Kreisli Ja. und dort musst du drauf. Ja. Und dann kommst du entweder willst du gerade live gehen. Bist du schon mal live gewesen? Nein. Wenn wir es zusammen machen. Nein, ich kann nicht live. Das ist das beste Gespräch von diesem Jahr. Das ist schon. Nein, und dann musst du einfach draufdrücken in die Galerie, ein Foto aufladen oder was auch. Ja, aber dann musst du ja die Hashtags noch alle reinschreiben. Eben, das kannst du nachher dort oben, ist alles eine Liste, wo alles... Aber wie wählst du? Da musst du dort oben einfach alles auflisten und drücken dort und so. Ja, also, ich kann eigentlich auch da hinten auf der Couch sitzen und ihnen schon ein bisschen zulassen, ein bisschen mit euch reden. Währenddessen, wo das Video noch läuft. Also, Je nachdem, was das Thema ist, wenn das Thema ist. vielleicht sollten Und die Ortschaft scheint auch noch wichtig, wo du gerade bist. Vielleicht sollten wir beide ja immer Hashtag SRF2 machen. Dann kommen wir immer bei Ihnen drauf. Oder? SRF 2 am Morgen. Okay, das ist ja so ein langes Hashtag. Ja. Was ist die Markierung? Also wenn jetzt ein cooles Video zum Beispiel Ich habe nur coole Videos. Ja, Entschuldigung. Wie habe ich das können? Nee. Abgehoben. Also wirklich, der Daniel Koch, der ist schon ein bisschen mit diesen Punchlines. Also in einem anderen Leben wäre er nicht der Daniel Koch, der Corona-Experte beim BRG gewesen, sondern der Mr. Slim Shady, der Eminem. Oh. Wieso? Wie kann man so blöd sein und sich den Kopf anschlagen? Wie kann man so blöd sein, sich den Kopf anschlagen beim Streamen? Also wenn ich jetzt das in meine Story tun will, Ja. zum Beispiel, dann kann ich den nachher markieren. Okay. Daniel Koch. Und Ist das kompliziert? ja, Wie hast du das gelernt? selber. Ich habe das einfach runtergeladen, weil ich den Jungen helfen wollte und ich wusste, dass Insta jung ist. Oder? Habe ich es runtergeladen und einfach angefangen. Einfach, jetzt mache ich alle Tage ein minütiges Video. Alltag? Ja. Wow. Hast du noch irgendwelche Tipps für den Daniel? Kommentare auch mal beantworten vielleicht. Ja, aber... Ja. Er liked alle Kommentare, das Ich finde ich schon mal like gut. sie, Ja, like ja, immer Ich like rein. sie, Ja. die ich sehe, wenn sie dazukommen. Ja, aber das ist auch anders. Er hat auch ganz ein anderes Profil. Jetzt bei mir ist es ja fast. Also und auch Nachrichten beantworten und so. Ja, ich meine, sie macht direkte Beratung. Ich finde das übrigens super. Also ich finde, Beratung, einfach Tipps geben. ja, das ist ein extremes Engagement. Denkst du, könntest auch direkte Beratung machen, Nein. was die Massnahmen angeht? Nein. Könnte man dir nicht schreiben im Park, du lange den Abstand? Nein, ich glaube, das ist nicht. Weißt du, auch sprachlich ist das nichts. Ich bin kein Sprachwissenschaftler, das habe ich auch schon einmal gesagt. Das ist nichts. Okay. Silvia, was meinst du zu live Der Konjunktiv, das ist nicht sein Gebiet. in der Story? Was soll ich sagen? Ich weiß auch nicht, was du denkst. Also für mich jetzt ist es super. Also gerade der Kontakt, so das
zu den Followern. Ich liebe das. Bei ihm, ich weiss es nicht, bei ihm denke ich jetzt mal nicht live. Oder einmalig, weißt du, wirklich einmal sagen, so, jetzt stehe ich hier für Instagram. Und Ich finde sowieso, du machst ein bisschen wenig Stories. Denkst du, wir sollten jetzt gerade eine Story machen von uns 4 auf deinem Profil? Das können wir schon machen. Ich weiß einfach nicht, ob wir es schaffen. Jetzt, wo muss ich hin? jetzt musst du aufs Ding, da, Ja, okay. und nachher dort. Eigentlich ist das kompliziert. Ich habe ein bisschen Angst, dass, weißt du, was ich nachher heisst? Wieder, ja, jetzt ist sie aber schön nahe gewesen, du. Also das da, Häuschen, kannst du einfach Schau, da überziehen. hat es einfach ein Plus. So. Ja, genau. So. Und jetzt können wir noch die Kamera da kehren. Kehren. Also wir haben das Fazit eigentlich von... Sind sie ein bisschen zu nah gewesen, alle? Huch! Nein, das ist gegangen, das ist gut gewesen. Er muss mehr Stories machen, Markierungen und Hashtags richtig setzen, Und authentisch sein. hä? authentisch sein, dann... Aber da habe ich bei ihm nicht Angst. Ja, niemand hat Angst, außer wenn er sich eine Perücke aufsetzt. Mache ich nie. Dann musst du schauen, dass deine Vorschaubilder Ja. nicht schwarz sind. Anschreiben, wenn möglich, Genau, Vorschaubilder. ja. Plus nochmal eine Live-Story machen. Gut, die Live-Story machen wir, wenn es wirklich heiß wird. Anfangs Winter. Ah, ja. Sehr gut, genau, dann sparst du darauf für das. Gut, ja. Ich glaube, wir werden jetzt einmal weiter besprechen. Danke vielmals fürs Zuschauen. Besucht uns auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube, auf Spotify Oh yes. und im Fernsehen auf SRF 2. Überall dort, wo wir sind wir auch. Danke vielmals. Ciao zusammen. Chilliges Video, ganz ehrlich, ich muss sagen, chilliges Video, das sie da gemacht haben mit dem Daniel Koch und mit der Silvia SJ Beratung.